Das Projekt ist entstanden im Rahmen der Umsetzung des 2. Aktionsplans zur Verwirklichung der UN-Behindertenrechtskonvention, das 2019 durch die Stadt angestoßen wurde. Und da wurden stadtweit durch alle Referate hindurch verschiedene Maßnahmen entwickelt. Das Kulturreferat hat sich beteiligt. Und wir haben uns damals überlegt, was braucht die Zielgruppe am dringendsten? Da gab es verschiedene Evaluationen, die vor allem klar gemacht haben, dass es möglicherweise nicht nur daran liegt, dass es gibt kulturelle Angebote für die Zielgruppe, aber ein großes Thema ist Mobilität. Und deswegen ist Frieda und Kurt quasi ja nicht nur eine Singstunde, sondern eine Singstunde, bei der es kostenlose Begleitdienste gibt, die Menschen in Anspruch nehmen können, damit sie überhaupt zum Kulturangebot finden. Kulturzentrum Luise Schaumann, hallo? Sie meinen Frieda und Kurt? Das ist bei uns das nächste Mal morgen und dann alle 14 Tage. Verstehe. Wir können Ihnen da einen Transportservice organisieren. Die Kosten werden übernommen, genau, das wäre für Sie kostenlos. Genau, ich notiere mir Ihre Adresse, einen kleinen Moment. Bitteschön. Und dann natürlich einen hohen Grad an Niederschwelligkeit heißt keine Eintritte, musiktherapeutisch und musikpädagogisch geschultes Personal und möglichst Stadtviertel nachbarschaftsbezogen. Das Projekt gibt es jetzt in Berg am Laim, hier in Sendling und in Giesing, sodass wir quasi so eine Art von kultureller Nahversorgung anbieten wollen. Auf welcher Höhe sind das? Was ist an dem Asterl, am wunderschönsten Zweigerl? Zweigerl, Asterl, Baum, Baum in der Hand, rund in der Grüne Au, steht der Birnbaum, steht blau, Juche, rund in der Grüne Au, steht der Birnbaum, steht blau. Aus musiktherapeutischer Sicht liegt der Hauptfokus dieses Projektes darin, dass ältere Menschen regelmäßig die Möglichkeit haben, in einer Gruppe zusammenkommen zu können, um dann Zeit zu haben, über die Musik und über Singen mit sich und anderen in Kontakt zu kommen, Gemeinschaft zu erleben, vielleicht sowas wie eine Gruppenidentität auch spüren zu können, frei nach dem Motto, wir sind ja jemand, wir sind eine Gruppe, wir sind eine Generation, die auch bestimmte Lieder eben singt noch, wo sie zeigen können, ja, das Lied kenne ich noch, kennt das noch jemand, wo sie in den Austausch gehen können und wo sie natürlich auch die Möglichkeit haben, dass ihnen Dinge vielleicht wieder einfallen, wo sie vorher vielleicht gar nicht wussten, dass sie das wussten noch. Hans isst gern Schweizer Kass ohne Gebiss. Ob er aber mit dem Oberkiefer kaut oder aber mit dem Unterkiefer kaut oder aber überhaupt nicht kaut, das ist mit Quiz. Es gibt ein Phänomen, das immer wieder von verschiedenen Leuten auftritt. Und das ist meistens, wenn die Menschen in ihrer Erinnerung irgendwo berührt werden, wo sie lange nicht berührt worden sind und ihnen dann ein Lied einfällt, wo sie sich tatsächlich auch trauen, das gegebenenfalls solo für die Gruppe zu singen, frei nach dem Motto, ich traue mich jetzt, mich zu zeigen, ich kenne da was, schaut her, das bin ich, schaut her, das war ich vielleicht mal und schaut her, da bin ich jetzt gerade berührt worden und gut, wenn ich das zeigen darf. Das findet immer wieder mal statt. Und das ist das, wo ich sage, wenn diese Sachen passieren, da gehe ich jedes Mal mit einer Gänsehaut raus. Es gibt ein Anfangsritual in Form von 2 Liedern, es gibt ein Schlussritual in Form von 2 Liedern
und der Rest ist mehr oder weniger reine Gruppendynamik. Und das ist eine Besonderheit von dieser eher ressourcenstarken Klientel, kann man sagen. Heißer Katreinele, schnür dir die Schuhe. Ich kann nur eine Strophe. Ja. Du kennst das auch, ja? Heißer Katreinele, schnür dir die Schuhe. Schütz dir deine Röcke, gönn dir kein Ruhe. Schlietschan, schrumm, 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 schlietschan, der Hopsarum. Heißer Katreinele, stimm mal zu. Sie auswendig lernen. Wir laden alle hier im Viertel und auch darüber hinaus ein, bei uns aktiv zu werden und Kultur als etwas zu begreifen, was man selber machen kann und wo man jetzt eben nicht nur zuschauen kann. Und in dem Sinne ist natürlich das Singprojekt Frieda und Kurt ein wunderbares Beispiel für all die Projekte, die hier stattfinden. Die Menschen, die Teilnehmenden können kommen, selber aktiv werden, selber singen und gleichzeitig eben auch noch anderen Menschen begegnen. Also Luise ist immer auch nicht nur ein Kulturraum, sondern eben auch ein Begegnungsraum. Wie ein Rädele flinkt in den Tanz, flogen die Zöpfele für der Schranz. Schrumm, 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 wie schon der Hopsarum, heißer Katreinele, frisch immer zu. Heißer Katreinele, frisch immer. Wir haben zum Beispiel eine teilnehmende Person bei Frieda und Kurt, die nach einem Schlaganfall einen Sprachverlust erlitten hat und nicht mehr sprechen kann, aber singen kann. Und sie hat diesen Raum gefunden, weil die Ergotherapeutin den Brückenschlag geschlagen hat und ihr das vorgeschlagen hat, dass es dieses Projekt gibt und dass sie kommen kann. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir im Quartier diese Kooperationen machen, also zu Einrichtungen, zu Ärztinnen, zu Ergotherapeutinnen, zu Physiotherapeutinnen, die dann zum Beispiel eben die Menschen, mit denen sie arbeiten, auch zu uns empfehlen können. Also Frieda und Kurt war für uns, und ist es heute noch, ein Erlebnis. Die Lieder, die wir singen, die wühlen so die alten, verkrusteten Ärgernisse auch auf. Und plötzlich singen wir das und wir kommen hin zum Lachen und zur Freude und man wird locker. Und einer singt vielleicht falsch oder der Text stimmt nicht. Müssen wir auch lachen. Es ist wunderschön locker für uns alte Menschen, weil oft haben wir einen Kopf so voll, dass wir uns nicht mehr erinnern können. Und ich sage immer, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir das gefunden haben. Und wir würden es halt begrüßen, wenn wir es ein bisschen mehr hätten, vielleicht einmal in der Woche. Man ist, wenn man geht, erleichtert, fröhlich, locker. Ich gehe wieder heim und es ist gar nicht so schwer, wenn man älter werden muss. Und das tragt die Stadt dazu bei und das rechnen wir der Stadt hoch an. Und wie gesagt, das Jahr nicht weniger wird. Und wir dürfen mit dem Auto in den Hof reinfahren. Wir müssen nicht Angst haben, es ist kein Parkplatz. Also das ist auch so schön, dass man sogar abgeholt werden würde, das brauchen wir nicht, aber dass wir das Auto da reinstellen dürfen, weil ja kein Parkplatz ist. Das begrüßen wir sehr, das freut uns. Wenn wir träumen dürfen, dann gäbe es einen zentralen Kulturtaxidienst, der die Menschen dahin bringt, wo sie innerlich genährt werden, wo sie aufladen, wo sie sich mit sich selbst beschäftigen und damit große Hürden abgebaut sind, weil die gibt es tatsächlich natürlich für die Älteren, aber in anderen Zielgruppen eben auch. Menschen mit Einschränkungen jeglicher Art.